Am folgende Video entdecken wir zusammen, wie die Web-App MyBooks.lu kann genutzt gehen. Für uns anzufangen, navigieren wir auf die Startseite www.mybooks.lu. Nach dem Klick auf die Icon app.mybooks.lu habe ich Access auf die Applikation, wo ich mich mit meinem IAM anmelden kann. Auf der Homepage habe ich die Schwarte zwischen 5 Schaltflächen: obligatorische Schulbücher, fakultativ Schulbücher, E-Content, Fächer auswählen und Bücherbon. Am Menü kann ich die Bücherliste auch ein paar Bayer herausdrücken. Unter dem Onglet Hilfe finde ich eine ganze Reihe nützlicher Informationen und Adressen, unter anderem auch die FAQ über das Funktionament der App. Den Onglet Obligatorische Schulbücher weist alle Buchtitel, die ich an der Schule benutze. Unter dem Onglet Fakultativ Schulbücher sehe ich eine Liste mit Buchtiteln, die zwar am Unterricht benutzt können, aber nicht gratis über die App zu kriegen sind. Mit einem Klick auf den Menüpunkt E-Content kriege ich ein Resümee von meinem ganzen E-Content, der bei den einzelnen Verlagen zu kriegen ist. Danach kann ich den Status von meinem Bücherbon überprüfen. Hier wird alle Buch, die ich nicht geholt habe, mit einem Wert von 50% vom Kaufpreis gutgeschrieben. Diese Bücherbon kann ich direkt an einem von den Bücherbutiker, die mitmachen, anlesen. An der App habe ich meine individuelle Liste mit den obligatorischen Schulbüchern quasi an einem Panier prädefiniert. Wenn ein Titel am ersten Klick auf der Liste als ausgewählt definiert ist, bedeutet das, dass das Buch obligatorisch ist, aber ich werde noch nicht bei der Libraire sichern. Der Status aufgeholt bedeutet, dass ich das Buch beim Libraire aufgeholt habe. Schon gekauft heißt, dass ich das Buch schon für Druck habe. Wenn ein Buch mit bestellt bezeichnet wird, ist es beim Libraire bestellt und für mich reserviert. Wenn ich einen bestimmten Titel auf der Liste von den obligatorischen Schulbüchern nicht brauche, kann das Buch mit einem Klick auf den Bücherbon gesetzt gehen. Der Montant Bücherbon kann bis zum 30. Juni bei einem Libraire, der beim Programm mitmischt, angelesen gehen. Nach Rücksprache mit dem Enseignant muss ich, wenn nötig, an der App meine Fächer wählen. Hier können unter den paar Fächer verschiedene Optionen ausgewählt gehen. Wenn am Kader vom Choix de Disziplin eine Auswahl getroffen wird, erscheint das Buchsymbol in grüner Farbe. Der entsprechende Titel sind fett markiert. Dieser Choix kann nicht rückgängig gemacht werden. Mit einem Klick auf die Icon E-Content komme ich um meine E-Books. Für die E-Book aufzuladen, kriege ich einen Code d'accès. Dafür klicke ich auf Code gucken. Diesen Code muss ich beim Login Site vom jeweiligen Verlag angeben. Wie das im Detail funktioniert, beschreibt der Guide, den ich auf dieser Seite von der App kann auswählen. Merci für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß mit der App.